Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der allerersten Folge von Nerdy Bird. Der neue Podcast von den 4 Dudes im Moment. Der Raffi. Hey. Der Andi. Yo. Und der Eddie. Grazie wohl. Ich bin der Chris und ich werde das ein bisschen führen, das beim ersten Mal, und dann schauen wir weiter, spontan eventuell ein bisschen rotieren und so. Wir haben diverse Themen, aber zuerst müssen wir ein bisschen über uns selber reden. Raffi, willst du gerade anfangen? Immer ich. Jawohl, meine Damen und Herren, Raffi mein Name. Sonst mache ich Musik, den Rest tue ich gamen. Wir sind ein paar lässige Leute, kennen uns schon länger einen Teil, die anderen sind neu dabei. Und wir wollen mal schauen, wie das so läuft da. Ein bisschen lustig sein. Das klingt doch schon mal gut. Andi, du kennst den Raffi schon wie lange etwa? Ja, bald 10 Jahre. Wir machen zusammen Musik. Ich bin die talentierte Hälfte von unserer Crew. Und ja, entweder bin ich am Sound machen, Kampfsport, Kampfkunst respektive. Und wenn nicht, dann bin ich am Gamen. Hauptsächlich Retro-Games, Film, Klassiker, Brainfuck-Movies und Musik sind so meine Themen, ja. Cool. Brainfuck-Movies, da hast du dann sowieso noch das Thema dazu. He? Genau, Eddie, wo willst du anschliessen? Ja, wir haben schon ein paar Podcasts gemacht, also der Chris und ich. Genau. Und das ist bis jetzt immer mega lässig. Ich bin sofort dabei gewesen, wo er auf mich zugekommen ist. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin der Eddie Ramirez. Ich mache Stand-Up-Comedy und spiele Roadster Rugby. Und ja, ich finde, ich stehe mega auf Superhelden. Und ich interessiere mich mega für Storytelling allgemein. Cool. Gut, ja, in dem Fall sind Marvel-Filme genau das für dich. He? Die haben ein gutes Storytelling und gute Superhelden und ganz viel davon. Nicht alle. Okay, Genau. ja, das stimmt. Ja, anyway, gut, ich bin der Chris. Ich habe, wie gesagt, mit dem Eddie schon 2-3 Podcasts gemacht. Wir haben über Legend of Korra geredet. Wenn das irgendjemand interessiert, das kann man noch nachhören. Wir haben 2 Podcasts gemacht über, eigentlich in einem ähnlichen Rahmen wie das da jetzt, einfach nur der Eddie und ich. Hat Nerd Creation geheißen. Ist, Hat es nicht lange gegeben. hat's nicht lange gegeben. Und sehr unsporadisch. Ja, es hat sehr hell brennt, sehr wenig, sehr kurz. Ja, anyway. Sonst, ich bin wahrscheinlich der grösste Zelda-Fan, den ich kenne. Ich bin der grösste Zelda-Fan, den ich kenne. Ich bin mit dem Raffi in die Oberstufe gegangen. Das ist jetzt... Oh, Zu lange wie lange her. ist das her? 2001. Knapp, ja. Ja, das kommt etwa an. He? Ja, und seitdem haben wir eigentlich ganz viel Blödsinn miteinander gemacht und Zeit verbracht. Ja. Ich tue auch sehr gerne gamen. Ich bin auch ein riesiger Superhelden-Fan. Ich tue sehr viele Serien schauen. Ich tue gerne Podcasts machen. Ja, wir haben diverse Themen heute. Wir reden unter anderem über die neu gelaunchte Nintendo-Konsole, Nintendo Switch. Wir reden über Zelda Breath of the Wild. Way. Wir reden über Horizon Zero Dawn. Auch ein sehr gutes Game. Und dann noch der Resident Evil Film, der aktuell. Wie heißt der schon wieder? Final Chapter, Final Chapter, ja. wo in meinen Augen natürlich das absolute Highlight ist aus der Kinowelt von den letzten 10 bis 15 Jahren. Ich habe gehört, dass 6 neue Citizen Kane. Oh, ja. Ja, super. Mehr Geld gemacht als Titanic und Star Wars kombiniert. he? Ja, Star Wars ist ja völlig überbewertet. So, jetzt haben wir dann alle unsere Hörer schon hässlich gemacht. Also ich würde sagen, Genau. wir doch gescheiter gerade Perfekter Start. Das Geilste an Star Wars finde ich immer, wenn der Picard amix nein, tu nicht. Okay. Okay, ich glaube schon gelaufen. Wenn der Picard das Schwert aus dem Stein rauszieht, meinst Hey, das ist so gut gewesen. Und nachher haben sie doch nachher den Ring müssen ins Feuer schiessen. du? Ja, aber zuerst hat er mit den Laseraugen den Alien kaputt machen. Sonst ist es nicht gegangen. Ja, genau, richtig, genau. Und wo dann der Predator hat doch nachher die Prinzessin müssen wachküssen. Ist so ein Ja, guter genau. Film gewesen. Ich freue mich immer auf das Harry Potter Crossover. Ja, voll, das wird super. wollte jetzt- Hey, apropos Crossover, ganz kurz, habt ihr mitbekommen, dass es ein Crossover soll geben zwischen 21 Jump Street Ja. und Man in Black? Das ist Old News, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie das soll funktionieren, weil 21 Jump Street sollte ja in einer realen Welt spielen eigentlich, also in Richtig. unserer.
Richtig. Und Man in Black ist so, naja, das gibt jetzt halt einfach Aliens. Ja, gut, weißt du, für alle Aluhut-Theoretiker. Ja, sie können es natürlich erklären mit, eben, die MIB, die Huren-Organisation, will ja eigentlich eben, dass die Aliens geheim halten. Von dem her würde es schon irgendwie zusammengehen. Es ist einfach komisch. Ich find vor allem, man könnte es auch so erklären, dass der Channing Tatum so schön und so witzig gleichzeitig ist, dass es schon fast unmenschlich ist. Okay, gut. Er ist garantiert ein Alien. Das würde sogar noch Sinn machen. He? Ja, also wenn du die Ohren anschaust, spätestens bei den Ohren, musst du sagen, der ist nicht von dieser Welt. Ey, ja. Geht abflecken. Ich glaube, spätestens jetzt haben die Leute abgeschaltet. Gut, dann können wir jetzt über Zelda und Switch reden. Richtig. Quote aufladen. Also, Freitag ist, letzten Freitag, also am 3. März, für die nicht wissen, wann das sie den Podcast hören, ist die Switch rausgekommen mit dem Breath of the Wild auf der ganzen Welt gleichzeitig. Jetzt, es gibt schon Bericht online offenbar, dass das die erfolgreichste Nintendo-Konsole ist aller Zeiten. Also sie haben noch nie in so kurzer Zeit so viele Konsolen verkauft. Nintendo. Und das ist schon mal sehr cool. Jetzt, wer von uns hat eine? Also ich habe eine. Yeah. Ich habe auch eine. Der Raffi. Andi und Eddie ihr nicht, hä? Ich warte, bis der Podcast erfolgreich genug ist und dann lasse ich mir von der Nintendo direkt eine zuschicken. Aber das ist eine gute Idee. Das hätte ich auch machen. Das könnte noch länger gehen. Ich glaube, dann ist sie schon wieder Retro. Dann ist sie ein Fall für mich. Nein, Eddie, das ist nicht so dein Ding, oder? Ich mag Zelda, aber für mich ist es eigentlich nie so ein guter Grund, um eine ganze Konsole zu kaufen. Okay, ja. Und ja, darum sind so die letzten paar Zelda an mir vorbeigegangen. Oh. Aber ich bin immer noch bereit, zum mal reingumpen irgendwann. Also, Du ja. kannst natürlich auch dir eine Occasion Wii U kaufen, die jetzt wahrscheinlich relativ günstig Ja, ist, ja. und dort das gleiche Zelda drauf spielen. Weil es ist auch auf beiden Konsolen gleichzeitig jetzt rausgekommen. Ah ja? Ja. Ja, ein bisschen Oh, fuck, Grafikeinbüsse hast du für die Wii U. Aber es sieht auch hübsch aus. Es sieht Definitiv. praktisch genau gleich aus. Ja. Das ist, als würdest du sagen, du hast, wenn du keine PlayStation Pro hast, massive Grafikeinschränkungen. Also, Ja, eben, es läuft etwa auf das raus, schlussendlich. Der Link ist auch ein bisschen der Channing Tatum von den Videogames, finde ich. Ja, schon Das ein ist bisschen, immer schön. Egal, in was für eine Grafik. Das ist super. Ja, aber Spitzohren und Leggings, ja, mega. das war aber auch ein langsamer Prozess gewesen. Am Anfang hat er so ein bisschen Goblin-mäßig fast ausgesehen und dann ist er immer hübscher geworden. Ja, früher In war es Ocarina noch of ein Time. bisschen eckiger gewesen. Ja, okay, nein, aber ich meine auch in der Artwork, es hat so lange Nase gehabt, komische Ohren und so. Aber jetzt hat er, in Ocarina of Time hat eine von der Frauen vom einen Designer hat gesagt, warum sind eigentlich alle Charaktere in Nintendo Games immer so hässlich? Kann nicht einer mal ein schöner Dude sein? Und danach haben sie gesagt, gut, jetzt machen wir den schönsten fucking Dude von den Videogames aller Zeiten. Und voilà. Ja, klappt. Sehr gut. Wobei, ich finde immer noch, es ist der Nathan Drake. Richtig. Ah ja, okay, der Nathan Drake ist auch noch. Ich finde den Nathan Drake immer noch. Ich muss sagen, ich habe es gesehen, der Raffi hat daheim ein Buch, wo so die ganzen Artworks noch drin sind. Und das hatten wir mal in einer Phase, wo ich ein bisschen viel bei ihm auf dem Sofa gepennt habe, hätten wir das angeschossen und ich habe mir das dann gegeben, muss sagen, ja, es hat eine mega Entwicklung durchgemacht. Echt? Und es ist Extrem. auch spannend, das zu sehen. Mein erstes Zelda war damals Wind Waker. Ich habe das auf dem Gameboy gespielt. Und wenn du denkst, dass das damals noch alles... Warte mal, Oh. Game Boy? Ich glaube auf dem GameCube. Link's Awakening, Nein. Digga. Du meinst Link's Link, Awakening? was habe ich gesagt? Wind Waker. Voll. Oh, nein, Link's Awakening habe ich gemeint. Ja, ich meine... Ja, ist okay. Okay, aber durch die Fails fällt mir auf, verstehen ihr? Mein Name, der wird eingehen in die Geschichte von denen, das ist so wie die, die in WoW anderen ein Schwert ausleihen und dann dafür getötet werden, ungefähr. Es war Link's Awakening, ihr habt recht. Mach dir nächstes Mal Notizen, Ja, bitte. natürlich haben wir recht. Ja, okay. Was können wir über Zelda erzählen? Das neue Game. So. Es ist hure gut. Also wir werden, keine Angst für alle, die zuhören und keine Spoilers wollen, wir werden nicht über Spoilers reden, weil eben das Game ist erst gerade rausgekommen, von dem her die Leute sollen es geniessen. Aber wir können Sachen erzählen, die nichts mit der Story zu tun haben und nicht zu viel verraten. Ich zum Beispiel, ich bin einfach in der Gegend rumgerannt und habe irgendwo zur Nacht ein Skelettros gefunden. Du kannst ja Ross einfangen und die dann registrieren in einem Stall. Und dann kannst du sie jederzeit wieder rausnehmen, oder? Und danach habe ich das Skelett rausgefunden und dachte, yeah, hure cool, das ist sicher stärker als alle anderen. Ich gehe mit dem zum Stall und tu das dort registrieren. Und der Dude, der beim Stall am Arbeiten war, schaut mich so, what the fuck ist das für ein Ding? Geh weg mit dem. Und ich so, kann ich es nicht registrieren? Und er so, nein, voll nicht, das frisst sicher die anderen Ross, geh weg mit dem Scheiß. Im Ernst? Ja, ohne Scheiß. So Das ist lässig. passiert. Und jetzt, was hast du mit dem Ross gemacht?
Ja, ich habe es dann über Klippen abgeschmissen. Ja. Das Wenn macht ich dich es nicht gut. haben kann, dann soll dich niemand haben. Ich finde das generell ist mit Haustieren so eine weit verbreitete. Zum Glück ist es schon untot. Ja, genau. Es ist ja auch lässig, wenn wir den Rest vom Leben und den Rest der Existenz von der ganzen Welt in einem Loch im Wasser rein dürfen bringen. Ja, Wer will das nicht, gell? wer will das nicht? Das ist der Traum. Hat irgendjemand vorher Sherlock geschaut? Weil das hat mich jetzt gerade an das erinnert. Aber nein, okay. Nein, habe ich wirklich nicht geschaut. Ich habe es zwar fest vorgenommen, weil mir oft gesagt wurde, es wäre es wert, aber ich bin jetzt momentan beschäftigt mit ganz vielen anderen Serien und Sherlock ist so nicht gut. reingekommen. Es ist so es wert, gut. zum Schauen. Ja, unbedingt. Aber gibt es nicht mittlerweile mehrere Serien, die sich mit dem Sherlock befassen? Ja, die Amis haben auch noch eine gemacht. Aber wie alles, was die Der Amis, Lucy wie alles, was die Amis kopieren von den Engländern, ist es nicht ganz so gut wie das Original. Spannend. Plus, es gibt ja die Filme mit dem Robert Downey Jr., Richtig, genau. die sind okay, die sind ziemlich gut, aber die Serie ist das Maß der Dinge. Es wird nicht besser als das. Die Serie ist der Benedict Cumberbatch gewesen, oder sie? Ganz Ist das genau. die Serie? Benedict Ja, genau. Cumberbatch, Martin Freeman Richtig. und die zwei im Fall, das ist... Sag sie nochmal bitte richtig. Er heißt Benedict Cumberbund. Richtig. der Cumbersnatch. Aber ich finde ihn generell, ich habe ihn schon bei Imitation Games super gefunden und jetzt Doctor Strange natürlich ganz relativ neu respektiv. Ja, voll, ja. Gut, Aber Doctor macht Strange einen ist super Job. eigentlich... Er spielt eigentlich die gleiche Rolle wie in, wie in Sherlock Holmes fast. Ohne Magie. Er spielt für sich selber. Einfach so, ja schon ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl. Einfach so ein bisschen hochnäsig und... Nein, okay, der Sherlock ist schon ein bisschen anders. Der ist extrem kalt und emotional abgelöscht. Aber, ja, mal. Er ist ich. Was sind wir gewesen? Wo sind wir? Ja, gewesen? Zelda, genau. Switch. Zelda, Gut, Switch. Richtig. genau. Raffi, hast du irgendwelche coole Stories erlebt, die du erzählen kannst, die nichts spoilern tun? Ich sage jetzt einfach, ich sage es mal so, wie es wirkt, wenn du durch die riesige Welt laufst. Wenn ich jetzt wirklich von Erfahrungen sonst würde erzählen, würde ich wahrscheinlich spoilern, weil ich habe echt ein paar geile Sachen erlebt. Aber es ist nur schon toll, dir ein Rost zu schnappen, indem du anschleichst und dann einfach mal schauen, wie groß ist die Welt. Ja, genau. Das ist das, was die Welt, oder beziehungsweise das Game ausmacht, das ist so, ja. Sie sind ja Open World, habe ich gehört. Ja. Ja. Es ist eines der grössten Open-World-Games, die es je gegeben hat. Und vor allem ist jeder fucking Punkt, wo du siehst, ist erreichbar. Ja. Es ist wirklich, es ist eine neue Art von Zelda zum Spielen. Jetzt, durch das du halt nicht mehr so eine geführte Storyline hast, wo du jetzt von A nach B zum C, sondern du kannst von mir aus direkt zum Z. Jetzt habe ich heute habe ich gesehen, einer hat es komplett durchgespielt in 83 Minuten, ohne Glitches. Ja, Weißt du, ja. man läuft straight forward Nicht und Rückwärtsgumpen. heute bin ich. Weißt du, wie ich meine? Nein, ohne Rückwärtsgumpen, das brauchst du gar nicht mehr, weil du kannst ja säckeln und gumpen. Du kannst aber auch nicht mehr rollen, das ist komisch. Aber wie läuft das denn? Ich habe gehört, dass es von der Größe ungefähr soll an Kyoto ankommen. Und die Games, die ich kenne, die Open World sind, verlaufen sich oftmals, also ich kenne es jetzt halt aus der RPG-Welt, ich bin ein grosser MMO-Fan, töt 500 von diesen Ratten, fang mir Nein, 500 nein. von denen und sammle Nein. 3 Blumen. Es hat Es sich hat sehr schon fest... kein Grinding. Du hast eben kein Leveling-System in diesem Game. Ja, Oder? Das heisst, okay. der Link ist eigentlich, hat immer den gleichen Level. Du kannst gewisse Sachen finden, die für dich dann nachher hilfreich sind, um mehr Herzli zu finden, sozusagen. Also so das Batman-Prinzip ohne XP. Ganz So, genau. Du findest Okay, neue Gadgets. okay. Genau, du findest Gadgets oder du kannst deine Health verbessern, aber du hast kein... Nein, auch Batman hat das Leveling-System. Aber okay, aber Ja, die eben, Levels tun darum einfach habe ich gesagt, Gadgets oder? Eben ohne freischalten. XP. Genau. Du hast kein Leveling-System, aber du kannst einfach mehr Sachen finden und halt gewisse Challenges machen, die dir Sachen geben. Und mit dem kannst du einfach deine Ausrüstung und deine persönlichen Skills vor allem verbessern halt. Also wirklich die Skills vom Spieler selber, nicht vom Charakter. Was ich ganz spannend finde, ist, dass du eigentlich zu Anfang vom Spiel als Hauptquest gerade die Endquest überkommst. Also besieg Ganon, weißt du, was ich meine? Genau. Weil es ist theoretisch möglich, Zeigt es dir auch an, wo er ist, oder? ja, Das es ist nicht. von Anfang an wird es gezeigt. Du kommst aus dieser Höhle raus, ganz am Anfang, wo
ja, das kann man sagen, wo der Link eigentlich als Game startet, schlafend, und du kommst raus aus dieser Höhle und dann das Erste, was du fast siehst, ist das Schloss, wo der Ganon drin gefangen ist. Und du weißt, du kannst dort anlaufen und du kannst gegen ihn kämpfen. Ich habe es probiert. Ich habe es nicht probiert, weil ich Vergessen. gewusst, ich schaffe es nicht. Ich wollte einfach schauen, was dort ist und Ich wollte das eben erst, ich wollte das vergiss erst es im dort zweiten gefunden. Durchgang machen, wenn ich vergessen. es mal durchgespielt habe. Auch, es ist auch, zum Beispiel, du kannst direkt zu dem ominösen Schwert auf dem Cover anlaufen und hast die Möglichkeit es zu nehmen. Ob du es schaffst oder nicht, das stellt sich dann raus. Aha. In dieser Zeit. Weißt du, was ich meine? Es liegt dir alles zu Füßen. Ja. Du musst es einfach machen. Und das finde ich eben so eine ganz spannende Erfahrung von dem Spiel, wo mich jetzt wirklich schon seit dem Freitag, also ich habe sicher schon etwa 24, 30 Stunden gespielt. Ja. Also wirklich, die Nacht, ich habe schon etwa 3 Nächte durchgespielt, bis am Morgen um 6 Uhr, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Dann sage ich, das ist wirklich so, ich laufe noch bis dort an, ich will schauen, was dort ist. Und dann, wow, das ist dort, dort hat es noch das und das, warte, du schon markieren, warte, das hole ich noch schnell. Nur noch schnell das was? Rätsel. Oh, voll geil, genau, nur noch schnell das Rätsel. Und dann plötzlich siehst du einen mit einem Ausrufezeichen und kriegt, eine Sidequest, mach ich doch. Weißt du, was ich meine? Ich will mir schon anmerken, dass er mir das beigepisst hat, weil ich World of Warcraft gespielt habe, okay? Fick dich. Ganz kurz, was haltet ihr eigentlich von der Grafik? Oh, das ist schon Wow, unglaublich. ich finde es ganz hübsch umgesetzt. Ja, ist es so ein Ich find's wirklich- Cell-Shading-Look? So wie ich jetzt aus der... es ist ein Gemisch. Ja, So ein Gemisch, gell? genau, das Gemisch. Ja, es ist, für die Skyward Sword gespielt haben, es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen dem und Wind Waker. Das Und habe ich müssen denken. Wirklich hast- spannend, du hast- das habe ich gedacht. du hast harte Aber auch viel Schatten. geiler. Ja, du hast harte Schatten und so interessante so Farbverläufe, aber es ist schwierig zu erklären, man muss es sehen. Also es ist wirklich, Es ist wirklich gestochen, mega schön. scharf. Ja, Und gut, vor allem es ist auf der HD, gell? Switch-Version. Ja. Auf der Switch-Version. Es ist so weitläufig. Mhm. Du siehst fast schon einen Kilometer weit entfernt das Gras weihen am Boden vom Wind. Ja, es ist hure Und das gut. ist auch noch etwas, was ich will sagen. Das Wetter. Das Wetter ist hure geil. Das Wetter. Ey, ich habe noch nie so Freude gehabt, wenn es geschifft hat oder wenn es blitzt hat wie in dem Spiel. Ausser, ja, Ich habe jedes Mal Freude am Schiffen. das ist noch kein Spoiler. Das ist noch kein Ja, vor allem, Spoiler. wenn kannst du daheim bleiben. Es ist mega cool, weil wenn es anfängt zu blitzen und donnern, dann schlägt wirklich Blitz neben dir ein und können zum Teil Bäume fällen wegen dem. Wenn du Oder dann was? irgendetwas am Metallisches anhast, zum Beispiel dein Schild oder dein Schwert oder eine Metallrüstung, dann fängst du an Funken zu schlagen, bis der Blitz in dir einschlägt und dich tötet mit einem Schlag. Also musst du all das Zeugs abziehen, damit du nicht den Blitz anziehst. Es ist wirklich verrückt. Und du hast so viele Sachen, die physikalisch korrekt funktionieren. Schwerkraft oder... Ich habe erlebt gestern, das war fantastisch gewesen. Ein Gegner hat einen Stein aufgelupft und wir den anschmeißen. Ich habe gleichzeitig das Gleiche gemacht. Wir haben die Steine einander angeschossen, die sind in der Mitte aneinander abgeprallt und dann auf die Seite rausgefallen. Wirklich physikalisch Oh, wow. korrekt. Wow. Das war totaler Zufall gewesen. Und du hast auch viele solche Erlebnisse, wo du einfach denkst, oh wow, ich habe gar nicht gedacht, dass das ein Ding ist, das funktioniert, das geht, weißt? Du hast nie ein Zelda-Game gehabt, das so physikalisch korrekt war. Also mir fällt kein anderes Game ein, das so physikalisch korrekt ist. Ich sage auch, es ist auch toll zum Spielen, weil du einfach wirklich frei bist. Ja. Will ich die Gegner besiegen? Schleiche ich um sie herum? Mit was für einer Taktik greife ich sie an oder greife ich sie nicht an? Es ist wirklich nicht mehr so Raum, Gegner gegen einen besiegen, Tor rauf, nächster Raum. Weißt du, was ich meine? Es ist wirklich... Ganz genau. Wahrscheinlich kannst du das Spiel schon spielen, ohne dass du jemanden besiegen musst. Ich weiß auch nicht. Vielleicht gibt es noch irgendeinen, der das so macht. Außer der Garner am Schluss. Ja, ich bin ganz sicher, dass wir sehr, sehr Das interessante... Dialograd von Mass Effect auf. ja, voll. Oder halt in Deus Ex. Das ist das Coole an Deus Ex Games, die neuen zwei. Wo du zum Oh Teil je. Bossfights kannst bekämpfen, indem du mit ihnen reden tust. Also das heisst, du kannst dich entscheiden, ob du reden willst oder nicht. Und im Gespräch, wenn du ein Gespräch gut verläuft und gut zuhörst und die richtigen Antworten gibst, kannst du eigentlich einen Kampf verhindern. Oder die Bösen überzeugen. Genau. Und das ist hure cool so. Ich habe es nicht gespielt. Es ist cool. Es ist wirklich cool so. Ich habe noch so eine Frage. So, also für mich jetzt zum Beispiel das letzte Open World Game, das ich wirklich gespielt habe, das ich wirklich geliebt habe, und ich muss sagen, langsam habe ich es so ein bisschen gesehen mit Open World, weil ich einfach keine Zeit, nicht genug Zeit habe. Für mich ist es The Witcher 3.
Oh ja, es nimmt, Oh, sehr, ja, viel, wow. es nimmt sehr viel Inspiration vom Witcher. Was ich Ja. beim Witcher 3 vor allem cool gefunden habe, ist wirklich so, also fast schon so die ganz kleinen Sachen, so die kleinen Sidequests, die du kannst machen, dass du irgendjemanden triffst und so. Aber halt auch so die Persönlichkeit vom Geralt. Ja, Jetzt, ich nehme an, der Link schwätzt nicht. nein. Nein, Aber- aber zum Glück nicht. Aber du hast trotzdem die Möglichkeit, manchmal 2 oder 3 Auswahlmöglichkeiten, um eine Antwort zu geben. Also er sagt sie dann nicht, aber du siehst sie halt in der Auswahl. Und dort hast du die Möglichkeit, zum Teil recht sarkastische Antworten zu geben. Oder ein bisschen zynisch zu sein oder so. Aber es nimmt sehr viel Inspiration aus dem Witcher und das haben sie auch gesagt beim Development. Sie haben, du hast zum Teil Sidequests, die extrem kurz sind. Einer, der sagt, hey, ja, okay, das erzähle ich jetzt, das ist kein Spoiler, aber einer sagt, hey, wir haben da den Stall und es schlägt ständig der Blitz ein und ich weiß nicht wieso, wenn es stürmt, oder? Und ich habe immer Angst, kannst du mal schauen, ob irgendetwas, warum? Und dann bin ich aufgeklettert und weißt du, was ich versucht aufzuschauen und dann habe ich gesehen, dass dort eine Axt im Dach gesteckt ist. Also habe ich die Axt einfach abgenommen. Und dann bin ich wieder zurückgegangen und gesagt, ja, es ist eine Axt gewesen. Und dann hat er gesagt, cool, merci. Und dann hat es mir einfach ein bisschen Geld gegeben als Belohnung. Und weißt du, solche Zeug, du hast zum Teil mega kurze Missionen, die mega interessant sind. Und die einfach ein bisschen etwas über die Welt erzählen und so und halt, ja. Das erinnert mich fast ein bisschen an das mal schon von Rockstar, und zwar nicht GTA, sondern Red Dead Redemption, wo ja auch sehr spannend war, weil sie halt viele Quests hatten, wo so, ich sage, Zufall basierend waren. Also du bist irgendwo durchgegangen und bist per Zufall jemand angelaufen, der gerade ausgeraubt worden ist und so. Ah, ja. Ist das in Zelda auch in dem Stil? Also du läufst irgendwo durch und ups, da ist irgendjemand, der deine Hilfe braucht? Oder sind es schon alles Ich glaube, das sind im Vorfeld programmierte... gescriptete Quests, Ja. wo einmal... Okay. Also es ist ja so, ich bin jetzt schon mehrmals umgeritten oder rumgelaufen und habe dann gesehen, wie Leute angegriffen worden Genau. sind von Gegnern. Ah, was? Und du kannst denen dann helfen. Die Leute werden, also das habe ich gemerkt, die sterben nicht. Sie liegen dann am Boden und haben Sternchen auf dem Kopf und die Monster hocken rundherum, haha, haha, und dann kannst du sie besiegen und so. Aber ich glaube, das passiert denen immer wieder. Also die haben Also so... sie spawnen wieder? Es Nein. gibt Respawns. Es ist nicht so, dass die Leute dann komplett fehlen? Die Leute sterben nicht, aber die Monster, die respawnen bei einem gewissen Event im Game. Okay. Und Darum wird das immer wieder passieren. Ich denke einfach, das geht auf Genau. dem Weg, damit du zwischendurch noch etwas kannst machen. Weißt du nicht, wenn du sagst, da passiert gerade etwas, wenn es nicht gerade irgendein paar Viecher sind, die einen Schatz bewachen, sind es halt ein paar Viecher, die gerade irgendwelche Bewohner von dieser Welt terrorisieren. Aber dass jetzt wirklich ganze Quests dahinter stecken, gibt es nicht. Es kommen da vielleicht Leute entgegen auf einem Weg, aber die laufen den Weg dann immer. Oder das heisst, du kannst denen wieder begegnen, wenn sie eine Quest haben. Also es sieht aus, als würden sie halt wirklich oft auftauchen, aber ich bin schon zweimal am gleichen vorbeigeritten. Und beim ersten Mal haben wir eine Quest von ihm gemacht und nachher ist er wieder durchgelaufen. Also der läuft auf seinen Weg. genau. Du hast aber auch... Also so per Zufallsquest gibt es nicht. Ja. Würde ich jetzt einfach mal frech behaupten. Ich habe noch keine gesehen. Ich kann es mir noch vorstellen, dass es Genau. das geben könnte, aber ich glaube im Moment... Es gibt ja noch DLCs, habe ich Genau, gehört. ja. Ich habe übrigens so. den Season Pass habe ich gekauft. Als Belohnung kommst du 4 Schatztruhen über, die verteilt sind im Startgebiet. Und im einen von dieser Schatztruhen hat es ein T-Shirt drin, mit dem Nintendo Switch Logo drauf. Einfach das rotes T-Shirt mit dem Nintendo Switch Logo, ja. Und du hast sogar lässig. bei der Beschreibung steht sogar, hey, das ist dann einzigartig, gell, wenn du es verkaufst, dann kommst du es nicht mehr über. Okay, und hat es auch gute Stats? Nein, es hat einen Schutz, also es ist wirklich einfach nur Oh, das ist scheiße. als Look-Ding da. Einfach Ja, cool. genau. Gibt es das Video von einem mit den Schwertern gerne besiegt? Vielleicht, ja. Mache ich, ja. Auf das freue ich mich. Genau. Die ganzen kreativen Arten von der... Das werden wir die nächsten 10, 20 Jahre schauen können, weil Leute auf unterschiedliche Arten das Spiel spielen. Weißt du, eben wie der Raffi vorher gesagt hat, möglichst niemand töten oder eben nackt auf den Ganon losrennen oder was weiß ich. Alle möglichen Sachen. Du hast so viele Möglichkeiten in diesem Game. Du kannst stundenlang im Kreis rennen und Türme einnehmen. Also es gibt so Türme, so Aussichtstürme, die halt funktionieren wie in Assassin's Creed, dass du dann den Teil von der Karte bekommst, oder? Und gewisse Shrines, also so Mini-Rätsel-Tempel machen und einfach Zeug sammeln und rumschauen und mit Leuten reden und solches Zeugs. Oder du kannst einfach die Hauptmission nachrennen. Und dann bist du wahrscheinlich relativ schnell fertig. Ich versuche das jetzt so langsam wie möglich zu machen. Also schau jetzt mal, nur schon bis du die ganzen Karten aufdeckt hast, bist du unterwegs wie blöd.
Also wenn du jetzt einfach nur sagst, Turm für Turm für Turm, okay, dann Ja. hast du es in einer gewissen Zeit. Aber du wirst so oft abgelenkt. Es gibt so oft tolle Sachen zum noch anschauen. Also, wenn einer jetzt wirklich das Spiel kauft und es einfach nur der Hauptquest nachrennt, ist er selber schuld. Ja, wirklich. Ganz einfach. Aber ist Ja, es ist... Das wäre mal eine die Größe noch angenehm? Hä? Ist die Größe Extrem, noch ja. angenehm? Weil ich habe in Witcher 3 das Problem gehabt, dass es mir zu gross geworden ist, okay? Dass ich quasi vor Sidequests und vor Sachen zum sehen und vor der Größe von dem Ganzen schon fast das Gefühl gehabt, hey, es ist irgendwann langt. Und das ist generell das Problem, das ich mit Open World Games habe. Es ist mittlerweile alles auf grösser ausgelegt. Es geht nur noch darum, ich habe 3-mal die Fläche von das, ich habe 3-mal die Fläche von Seppen. Und Ja, das... wie ist das? Gibt es ein Schnellreisesystem? Oh ja, das zum gibt's. Beispiel? Ja, natürlich. Du hast, wie gesagt, die Türme, Okay. oder? Das heisst, in jedem Gebiet ist ein Turm. Plus du hast in allen Gebieten hast du mehrere von diesen Shrines, also so eben die Mini-Tempel. Und jedes Mal, wenn du so einen aktivierst, kannst du dort dann schnell reisen. Das heisst, du hast ein relativ dichtes Netzwerk an Schnellreisemöglichkeiten, sobald du die Punkte erreicht hast. Aber musst du Du musst sie zuerst erreichen, natürlich. Aber in dieser Welt, und das ist eben auch etwas, was ich überlegt habe, du hast die ganze so viele Open-World-Games, wo du einfach denkst, Mann, es ist riesig, das ist ja cool, aber es ist leer und ich habe nichts zu tun und es ist langweilig zum Rumrennen. Aber das Gefühl habe ich in diesem Game nicht. Es ist riesig, aber du hast immer Sachen zum sehen oder es sieht einfach cool aus. Die verschiedenen Orte sind so unterschiedlich. Du hast einmal so ein mega tropisches, strandartiges Ding, dann hast du wieder so Wüste, dann hast du Wald, dann hast du alles Mögliche. Und es ist einfach, es ist cool und es ist wirklich... Es gibt einfach viel Kann zu ich das- entdecken. Kann ich mir das ein bisschen wie Elder Scrolls Online vorstellen? Also sprich, ich gehe an so einen Shrine an, oder ich will dort an und wird an den XY-Ort teleportiert, habe dort wieder die nächste Ladung von Quests und kann mir Quests en masse annehmen, die alle nacheinander durchgehen und zurückgehen, die ganzen Quests abgeben, Nein. bam. Ja, aber nicht in so einer Fülle, wie wir es jetzt von Teso kennen. Ja, Ist klar, weil du musst ja keine Experience Points sammeln in dem Sinne. genau. Du Weil hast- das ist etwas, was typisch, Genau. das ist halt etwas, was sehr typisch ist für MMOs, oder? Dass du an einem Ort viel Quests Genau. starten kannst, dann kannst du sie machen und danach gehst du am gleichen Ort wieder ab. In Zelda ist das nicht, also in diesem Game ist jetzt das nicht so. Ja, aber ich habe schon ein bisschen das auf der anderen Seite befürchte ich eben schon ein bisschen, weil ich weiss, ich habe das zum Beispiel mit Witcher gehabt. Ich liebe das Game und ich habe wirklich im ersten Gebiet habe ich wirklich alles gemacht, weil ich so verliebt bin. Und dann bin ich, im zweiten Gebiet habe ich auch noch viel gemacht und dann ab dem dritten habe ich schon gefunden, okay, ich liebe es zwar, aber es ist so groß und ich habe so wenig Zeit. Also, Das ist natürlich eben der Vorteil, du musst das Zeug nicht machen. Oder? Du kannst theoretisch von Punkt zu Punkt reiten und das Zeug machen, was du musst und den Rest sein lassen. aber dann habe ich schlechtes Gewissen. Ich kenne das. Ja, aber weißt du, das, was du musst, ist wirklich nur. Jetzt muss ich Ja, aufpassen. nein. Eben, Die Türme, zu diesen Türmen. Nein, auch das nicht. das Das musst ist du völlig nicht. dir überlassen. Es ist einfach viel einfacher, weil du dann eine Karte hast. Ja, eben, schau jetzt, ich sage jetzt mal, durch das du nicht so eine riesige Fülle an Sidequests hast und einen grossen Wert aufs Entdecken gelegt ist, fangen dich die Sidequests gar nicht an anschießen, dass du willst die Hauptquest machen. Okay, Genau. okay. Du machst nicht Sidequests, damit du eine Belohnung bekommst. Du machst eine Sidequest wegen der So Sidequest. etwas. Und weil Genau. du entdeckst Sachen und das ist deine Belohnung. Du schaust um und denkst, Genau. Mann, der Ort ist verdammt cool, den hätte ich gar nicht erreicht, wenn ich das und das nicht gemacht hätte. Oder ich Und- bin so clever, ich habe das herausgefunden oder das entdeckt. Und das ist das, auf dem das ganze Game aufgebaut worden ist, oder? Es ist, Und sie haben auch ganz Die betten viele sich- Easter Eggs eingebaut für wirklich alteingesessene Zelda-Fans. Was nur schon, wenn du eine Ortschaft betrittst oder neu an einen See anlaufst und liest, wie der See heisst, wirklich. hast du gerade mal schnell Hühnerhaut, weil du es einfach toll findest. Also, so viel darf ich dazu sagen. ja. Das ist wirklich, ja. Wenn du jetzt Zelda so, na ja, okay, so ein japanischer Typ, der durchs Zeugs durchsäckelt und ein bisschen mit dem Schwert schwingt, dann ist es vielleicht nicht so das. Aber wenn du gleich das Nostalgische dahinter hast, wenn du wirklich schon mit dem Charakter an sich warm geworden bist, das ist jetzt nur, er heißt Link. Verstehst du? Du kannst ihn nicht mehr benennen. Es ist der Link. Weil Nintendo selber hat gefunden, ja Mann, es ist der Link und man nennt ihn nicht anders. Weißt du, was ich Ja, meine? es gibt einen anderen Grund. So. Jetzt hat es Voice Acting, das Game. Von dem her können sie nicht
einfach irgendeinen Namen nehmen, wo der, Ja, stimmt auch. Alles wo klar, der Spieler okay, gespielt okay. hat. Aber ich habe es hübscher gefunden, so mit meiner Ja, Vorstellung. ja, klar. Okay, das Ding ist natürlich auch noch, das Voice Acting ist nur in Cutscenes. Also das heißt, während dem Ja. normalen Gameplay hast du ganz normal wie früher den Text. Zelda, Genau. ja. Da habe ich Angst davor gehabt, dass alles Stimme Mhm. hat. Dass alles schwätzt mit dir. Das hätte mich wirklich mega gestört. Okay. Weil da wäre mir eben der Nostalgiepunkt wieder flöten gegangen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage. Ja. Ich glaube, da müssen wir langsam weiter. Ja, das sollte Ah, man, ja, ja. stimmt, scheiße. Und sonst können wir auch einfach die Folge über Zelda machen und die anderen Sachen ein anderes Mal durchnehmen. Ist eigentlich... Ich glaube, das ist eigentlich nicht so eine schlechte Idee. Horizon Zero Dawn passiert ja jetzt nicht. Das spielen die eh alle in Nintendo. Weil- Ja, und ich hätte genau. eben auch gerne ein paar Worte zu der Switch selber Ja, geschwätzt unbedingt, noch. ja. Voll. Ah, okay, dann Ja, bleibt das- es jetzt auf der Switch würde mich Zelda-Folge. auch sehr Ja, wundern. genau. Okay, gut. Bleibt es eine Zelda-Folge und Switch-Folge. Dann habe ich noch eine Frage bezüglich Zelda, wo mich eigentlich, das ist mir erst aufgefallen, als ich sie nochmal gamet habe, als ich älter geworden bin. Als ich so auf dem Emulator Ocarina of Time und Majora's Mask nochmal gespielt habe. Blasphemie. Ja, nein, es ist okay. Ist es immer noch so? Ich kann das sagen von Jim Sterling. Haha, ja. Ist es immer noch so, dass wenn du das Game neu startest, dass es dir jedes Mal nochmal genau die gleichen Hints gibt, wo du nicht kannst skippen? Du meinst das Zeug wie ganz am Anfang im Dekoraum, wo der Das ist wo dir der, immer wo der gesagt wird, erklärt, wenn man ah, die Türen aufmacht und so. Blauer Rubin, der ist 10 Rubin wert und du weißt es schon Okay. lange und das Game sagt das gleiche. jedes Nein, Mal. Eddie, das Game, it does not fuck around. Es hebt dein Handy nicht. Du wirst mit einem harten, riesigen Schuh in den Arsch geshootet und danach heisst es, gang selber schauen. Das ist im Fall ohne Scheiß. Also du hast am Anfang, wird Ja. der, wie soll ich sagen, die Regeln von dieser Welt werden dir ein bisschen erklärt und danach bist du frei. Und dann heisst es, schau selber. Es ist wie im allerersten Zelda, wenn das irgendjemand mal gespielt hat. Ja. Es ist wirklich genau gleich. Du wirst in der Mitte einfach rausgeschmissen und dann hat es geheißen, schau selber. Und dann musst du einfach herausfinden, wo dass du was machen musst und was hilft und was nicht. Du hast ein bisschen mehr Führung da und du kannst, wie gesagt, wenn du mit den Leuten gehst, reden, geben sie dir sehr oft Tipps, aber sehr vieles, das meiste ist wirklich optional. Und Es ist auch Quests werden zum Teil, es wird dir nicht angezeigt, wo du was jetzt musst holen. Also du wirst nicht am Händler genommen und durch die Welt geführt, aber die Quests nicht. Also ein paar Quests heften, dort ist es, aber wenn du jetzt irgendwelche Sachen finden musst oder irgendwelche Rätsel musst lösen, es zeigt dir nicht an, wo. genau, ja. Du musst wirklich, es wird dir einen Hinweis geben, zum Teil nicht mal mit dick rot geschrieben, sondern einfach nur ein Satz. Mhm. Und das ist ein Rätsel. Und anhand von dem musst du, nur zum Beispiel es wird dir irgendwie Viertel vor 5 oder so irgendetwas gesagt. Weißt du, was ich meine? Und dann, was heisst das? Das kann man sagen, oder? Ja, ja, Chris? ja. Eben, um Viertel vor 5, okay, was bedeutet das? Ah, okay, schaust mal dagegen um, siehst den Turm. Ah, der Turm sieht aus wie ein Zeiger von einer Uhr im Schatten, weißt du, was ich meine? Im Boden. Ja, Und dann musst du um die Zeit quasi, also nicht um die Zeit von der Weltzeit, sondern das, was der Turm, der Schatten vom Turm zeigt, musst du da und dort hat es dann etwas. Weißt du, was ich meine? Ja, also es wird wirklich einfach, sehr oft wird von dir wirklich verlangt, dass du selber studieren tust. Und wenn du etwas nicht checkst und nicht kannst lösen, dann kannst du es halt einfach nicht lösen. Es kommt nicht irgendeiner und sagt, ich sehe, du hast ein bisschen Problem, schau, ich sage dir die Lösung. Nein, das gibt es nicht in diesem Game. Du musst selber schauen, du musst es selber wissen. Wenn du es nicht ankriegst, dann musst du einfach, geht gut. So einfach ist es. Ja, aber und du musst ja keine Quests schaffen, damit du Ganz genau. weiterkommst, unbedingt. Weil du nur die Hauptquests Das ist- machen musst, sind das die, wo du irgendwie schaffen musst und wo du ein bisschen mehr Hilfe hast. Aber die ganzen Sidequests, wenn du es nicht ankriegst, dann bist du selber die schuld. Dann geht es halt einfach nicht. Fuck Fertig. off. ich stelle jetzt ein bisschen Theorie auf. Und zwar, dass Nintendo endlich herausgefunden hat, dass wir im Zeitalter vom Internet sind. Schon ein bisschen, ja. Und wenn du etwas nicht herausgefunden hast, dass du es schnell YouTube kannst oder Google kannst. Ja, aber ich glaube, es ist noch mehr als das. Ich glaube, es ist auch, dass sie halt einfach ihren den Leuten einfach mehr Vertrauen entgegenbringen. Ich meine, sie haben im 11. Skyward Sword released. Und Skyward Sword ist, ich habe so eine Hassliebe zu dem Game, weil auf der einen Seite finde ich es mega cool, es hat eine coole Story, interessante Charaktere, Ja. aber das Gameplay ist so es hat mich so hässlich gemacht. Es hat alle hässlich gemacht, weil es ist einfach, es sagt dir die ganze Zeit alles vor.
Du hast keine Möglichkeit Ja, zu genau. entscheiden. Das Game, Breath of the Wild, ist anti-Skyward Sword. Auf jede Art. Also ist im Prinzip Skyward Sword Zelda für WoW-Spieler. Cool. Es ist mehr Skyward Sword für Witcher 3 und Skyrim-Spieler. Eine Art. Okay, Skyrim, das ist ja WoW in guter Grafik. Also respektiv. Mit ein bisschen mehr coole Drachen. Ja. Hey, aber ganz im Ernst, das mit diesen Drachen ist auch das Ding am Anfang der Hammer. Am Anfang wirklich mega geil, aber irgendwann ist es einfach so Standard gewesen und ja, Ja, vor allem, egal. wenn du den Okay. Drachenmod drin gehabt hast, dass gerade da mir alle 5 Minuten 2, 3 auftaucht sind. Ja, aber das Prinzip davon ist auch der Hammer Das gewesen. erinnert mich gerade an das Thema, das ich nachher am Schluss nochmal anschneiden will. Zu Skyrim. So eine ganz besondere Videoserie, die ich dazu entdeckt habe. Ah ja. Ja, wo euch alle erfreuen wird. Ah ja. Okay, was denn? Nein, das sage ich dann am Schluss. Ah, okay, gut. Okay. Gut, ich würde sagen, können wir gerade weitergehen, oder? Nintendo Switch, Raffi, was ist so dein Feedback bis jetzt? Wir haben ja, das können wir vielleicht noch kurz sagen, wir haben sie ja gleichzeitig Stimmt. ausgepackt, per Live-Schaltung. Der Raffi hat extra gewartet auf haben mich. wir zusammen geskypt und die Emotionen Okay, wir müssen vielleicht, sind im Film wert. Raffi, wir müssen vielleicht noch kurz vorausgreifen. Der Raffi und ich, wir haben in der Oberstufe zusammen unser Sachgeld zusammengelegt und uns einen Gamecube gekauft, als er rausgekommen ist. Wir haben unsere Eltern noch ein bisschen beschissen um Geld. Ja, nein, das stimmt nicht. Deine Mutter hat uns, Ja, ein bisschen. deine Mutter hat uns ein bisschen Stutz gepumpt. Wir haben unser Geld zusammengelegt, wir haben niemandem etwas geklaut. Ja, nein, aber wir haben Der gleich ein Hustle bisschen ist beschissen. real. Unsere Eltern haben es okay nicht gegeben dazu. Nein, ich habe meiner Mami gesagt, das ist für eine Schulreise. Was? Ja. Ja, so etwas ist im Prinzip auch eine Reise. Das ist wahr. Das ist wahr. ein- Und zu unserer so eine never-ending Story, Verteidigung, der neue Gamecube damals ist mit dem Zelda Wind Waker rausgekommen. Also, ja. Genau, das wollte ich am Eddie noch sagen. Eddie, Ja. du hast ja ganz am Anfang gesagt, Zelda ist nie ein Grund für dich gewesen, um eine Konsole zu kaufen. Für mich ist Zelda immer der Grund gewesen, dass ich eine Konsole Ja, gekauft für mich habe. eben auch. Gut, bei so einer Vorgeschichte hat das natürlich so einen speziellen Platz Ja, in deinem Das ist natürlich so. Eben. Und ich meine, das erste, was wir gemacht haben, ist, auf dem Heimweg mit dem Bus haben wir den Gamecube gestreichelt in seiner Verpackung. Und dann, wo wir dann die Heimweg sind, haben wir sie angeschlossen und angefangen zu gamen miteinander. Und dann wurde ihm mit Pipi in den Augen. Er streichelt auch heute noch alles, was eingepackt ist. Ich streichle es auch, wenn ich es auspackt habe. Anyway. Immer mit Gummikinder. Okay. Okay, Nintendo Genau. Switch. Genau. Du musst das natürlich ein spezieller Moment Gamecube sein. Ihr wisst ja, ihr wisst es ja schon ein bisschen, ihr kennt es ja schon ein bisschen, die Hörer vielleicht noch nicht. Ich bin ja eher ein bisschen anti-alles und auch wenn ich Sachen toll finde, suche ich Gründe, um es zu kritisieren. Ich bin einfach zufrieden mit meinem Leben und ich finde es schön, wenn man Sachen ein bisschen zur Sau machen kann. Darum, ich habe sie ja selber noch nicht und dadurch, dass ich momentan in einer Klinik in Davos hocke, habe ich auch noch nicht die Chance gehabt, um sie zu zocken und durch dass ich eigentlich so notorisch pleite bin, will ich auch zum Raffi heimgehen und sie dort dann mal ausführlich für ein paar Tage zocken. Sehr schön. Was ich mitbekommen sind, dass es, also ich habe mich in Foren schlau gemacht und natürlich Reddit, wo ja eine relativ grosse Seite ist und was ich jetzt oftmals gehört habe, ist, dass die Switch würde abstürzen oder einfach nur einen orangefarbigen Bildschirm würde Nie zeigen. erlebt bis jetzt. Nein. Habt ihr nicht erlebt bis jetzt? Oder ist das etwas, wo man muss sagen, Aber weißt, mit dem musst du rechnen, wenn Wenn du du sie jetzt schon Wenn du ins kaufst? Internet gehst, dann wirst du immer irgendwelche Leute finden, die etwas Negatives finden. Immer. Ja, das sind so Ja, Leute wie ich. natürlich. Aber weißt, ich Natürlich. meine, das Ding ist natürlich auch, solche Sachen sind total überproportional, kommen jetzt dann raus nachher. Weil einer sagt, ich habe das entdeckt und nachher redet alle von dem und dabei ist es irgendein Problem, das vielleicht 0,0001% der Wobei, Leute betrifft. Der Ring of Death ist ja schon recht prävalent. Okay, aber gewesen. Sab ist wirklich, Den habe ich auch Okay. Sab zweimal ist ein gehabt. massives Problem gewesen von der Ey, Konsole. ey, Sab ist, das ist nicht vergleichbar. Raffi, Ring of Death. Ich weiss. Ich habe mir, nur kurz einen kleinen Abschwenker, ich habe mir damals mal eine Xbox 360 gezogen und habe die tuned, im Sinne von, ich habe ein neues Case dran, da, mega cool, knallschwarz, auf der Seite ein rot leuchtendes X, dann war es immer zu laut gewesen. Was machst du? Du gehst und holst natürlich ein neues Ventilationssystem, oder? Hat auch rot geleuchtet, also das Ding hat mega schön ausgesehen. Ich bin ein paar Tage nicht daheim gewesen, darauf bin ich damals mal in einer Wege gewohnt, komme ich zurück heim und das verfluchte Ding hat einfach nur einen Ring of Death. Ich will gar bin gar nicht schuld ich will gar nicht fragen. Man, Ja, das ist das auch haben passiert. alle anderen auch gesagt. Ja, natürlich, es passiert einfach. Ja, das ist wie genau, das man mit hat auch dem Fernsehen spontane gewesen. Orgasmen, man hat spontane Orgasmen, wenn man zur Nacht im Bett liegt und pennt, Das oder? passiert. Manchmal schwach. Anyway.
Die Decke klebt einfach, okay? Sie klebt, das kann passieren. Aber anyway. Switch. Etwas ganz Wichtiges, was ich muss dazu sagen, ist, das Gerät, wenn du es auspackst und das erste Mal in der Hand hast. Crazy. Dicke, nein, wirklich. Es ist echt edel. Es ist eine super tolle Verarbeitung. Ja, voll. Es ist wirklich, nachher habe ich so die Switch in der Hand gehabt, oder? Also einfach den Bildschirm und die beiden Joy-Cons dran, habe angelegt und habe nachher die Wii U in die Hand genommen. Ich muss sagen, Wii U fühlt sich an wie Fisher-Price Ja, gegen das Teil. es ist lustig. Es ist wirklich abartig. Chris, du hast gesagt, wie ein Apple-Produkt eigentlich. Es sieht richtig edel Genau. aus und hübsch. Obwohl ich Apple mittlerweile nicht mehr so cool finde, aber es ist wirklich abartig. Und ich habe es jetzt wirklich oft auch schon mal mitgenommen für unterwegs, wenn ich im Zug war, eine Stunde musste fahren. Der Akku hebt wirklich sehr gut, sehr lang. Ja, zu dem kann ich auch noch etwas erzählen nachher. Ja, es ist wirklich, also ich habe mittlerweile ihn fast schon lieber als Handheld als am Fernsehen. Ja. Jetzt für mich selber. Ich finde es einfach toll. Es fühlt sich so wieder wie damals mit dem Gameboy fühlt sich so etwas zu entdecken, Ja, voll, weißt du, ja. was ich meine? Aber einfach geil, einfach top, weißt du, wirklich Next Gen, das ist richtig Ja, toll. es ist- Nichts kann mithalten damit, was du in der Hand kannst haben, an Game-Konsolen. ja, es ist fantastisch, weil es ist etwas, wo du nicht nachvollziehen kannst, bis du es erlebt hast. Dass du dein Home-Console-Game, das du am Fernsehen spielst, einfach kannst rausnehmen und eine Sekunde später im Handheld-Form kannst unterwegs im Zug spielen. Und ich bin ja jetzt in der Ferien gewesen, vom Freitag bis am Dienstag und habe das Lustige war eben, ich bin nur in die Ferien gegangen, weil ich gemeint habe, dass mir WoG die Switch erst eine Woche später kann liefern kann. Also, dass ich sie erst am Donnerstag kann. Und dann, Tundar. eine Stunde nachdem ich gebucht habe, schickt mir WoG, hey, gratuliere, du kommst doch in die erste Lieferung rein. Du kommst sie am Freitag über. Hey! Und ich mega, oh nein! Ich wette, sie haben nur darauf gewartet. Ja, wirklich. Ja, Sie haben mich genau. beobachtet und haben gesehen, haha, jetzt hat er gebucht. Der Arsch. Dann gehen wir's. Jetzt, schnell zu. Nein, ich bin ja sehr dankbar an WoG, dass sie mir doch noch in der ersten Lieferung die haben können schicken will. Und das habe ich weiß nicht warum, dass ich nicht an das gedacht habe. Es ist die Nintendo Switch. Es ist ja eine Mobilkonsole. Ich kann sie ja einfach mitnehmen. Das heisst, ich habe sie mitgenommen und ich habe sie unterwegs gespielt. Im Flüger, im Zug, zur Abend vor dem Einpennen, im Bett. Und es war fantastisch gewesen. Du hast jederzeit können gamen. Und ja, ich meine, was muss ich sagen? Es ist ein Handheld. Also es ist einfach... Ja. Ja, es ist wie der 3DS. Einfach ohne Klappe, viel bessere Grafik. Und macht mehr Spaß. Ja, wirklich. Und es ist halt wirklich cool. Und was der Akku angeht, habe ich genau die gleiche Erfahrung gehabt. Das haben wir zwar schon gehört und Nintendo hat das auch schon gesagt. Breath of the Wild, wenn du das spielst mit allem Doben und so, also Loot und Bildschirm und alles Mögliche, dann nachher bist du, hast Akku für etwa 2,5 Stunden. Und das kann ich auch bestätigen. Das kommt etwa an. Und ich meine, in 2,5 Stunden hast du eigentlich, das langt völlig. Ich habe knapp 3,5 Stunden gehabt mit Kopfhörer. Okay, ja. Und das Bild also ein bisschen dunkler gemacht, Genau. weil ich ja im Dunkeln gespielt Plus habe. Also zur Nacht halt einfach. du kannst natürlich auch, wie soll ich sagen, die ganzen Wireless-Verbindungen und so abschalten. Das heisst, Joy-Cons Ja. müssen verbunden sein mit dem Bildschirm, aber du hast kein Internet und nichts und so, aber dann haben die Akku natürlich auch noch mal länger. Also es ist wirklich... Also wirklich, wenn Also ich denke, du bringst sicher auf 4 Stunden. Auf 4 Zelda Stunden habe ich nicht das bringst Gefühl, sicher. 4 Stunden. Nein, 4 Zelda Stunden? nicht. Meinst du nicht? Switch-Konsole Mit allem an sich drin. würdest du wahrscheinlich recht lang, vielleicht etwa 6 Stunden anbringen. Ich bin sicher, es kommt darauf an, welches Game. Also es variiert wahrscheinlich extrem stark. Wie liegt sie in der Hand? Wie ist es mit Wow. der Knöpfe, Größe von der Knöpfe sind Knöpfe und Ich so? sehr- habe mich zuerst müssen Ja, Raffi, mach Ich noch. habe mich zuerst müssen an den rechten Bumper gewöhnen, wo eben doch weiter unten ist. Oder durch das sie bei den Joy-Cons eigentlich wie verkehrt sind, oder? Damit du sie kannst an einen anderen Spieler geben zum Koop. Ah, du meinst den Joystick, Also jetzt nicht bei den Zelda. Bumper. Nein, der Joy-Con. Entschuldigung, Joystick, der Joystick. Okay, nochmal, jetzt komme ich gerade nicht ganz mit. Also, Der rechte Joystick, der, den du mit dem Ja. Daumen führst, ja, zum Umschauen. Okay. Auf der rechten Seite, Ja, klar. bei der rechten Hand, wo der Daumen links Es ist auch so wie beim Xbox-Controller. das kenne ich vom Finger, es ist alles okay bis jetzt. Es ist eigentlich wie hier beim Gamecube-Controller. Genau. Auch weißt, nicht auf die beiden Joystick nicht auf gleicher Höhe, sondern versetzt. Der linke Joystick ist oberhalb vom D-Pad und der rechte Joystick ist unterhalb von der anderen Knöpfe, von den Buchstabenknöpfen. Also eigentlich so wie beim Gamecube oder wie beim Xbox-Controller.
Genau, beim Xbox Controller. Genau. Also. Und vorher ist ja eigentlich, zum Beispiel bei der bei der Wii U, sind ja beide Joysticks oben gewesen und die Knöpfe sind unten gewesen. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen eine Umstellung, oder? Aber da hast du die ganz schnell. Ja, relativ. Und auch Pausenknöpfe gibt es ja, also Pausenknöpfe gibt es ja eh schon lange nicht mehr. Und seit der Wii hast du ja die Plus- und Minusknöpfe, die ja eigentlich Start und Select ersetzen tun. Und die sind jetzt auch oberhalb von allem. Also sie sind oben in der Mitte. Und das ist auch für mich jetzt ein paar Mal ein Umstellen gewesen, vor allem wenn ich jetzt schnell haben müssen auf irgendein Pausenmenü zugreifen oder irgendetwas. Aber das hast du mega schnell. Plus natürlich eben, der Bildschirm, die ganze Konsole ist eigentlich im Bildschirm drin. Und der ist extrem klein. Für das, was es an Power hat und was es eigentlich macht, ist es erschreckend, wie wahnsinnig krass das, was es leisten kann, macht. Und die Konsole ist so winzig. Und die einzelnen Joy-Cons, wenn du die... Gesundheit. Sorry. Die einzelnen Joy-Cons, wenn du die wegnimmst, die sind so leicht und die fühlen sich so gut an in der Hand. Es ist lustig, wenn du Bilder anschaust, denkst du, ja, die sind winzig, wie soll sich das gut anfühlen? Aber es ist wahnsinnig, wie gut dass die in der Hand liegen. Also es ist wirklich... Also angenehme Haptik. Das ist Extrem. mein Ja, Hauptzug. aber auch für deine riesen Bärenhand. Auch sehr, Es ist wirklich... ich habe von sehr das wird vielen gut Leuten sein. gelesen, die eben riesige Hände haben, die gesagt haben, sie seien überrascht gewesen, wie gut dass es in der Hand gelegen ist, für das, dass die Hände so riesig sind. Das ist eben auch etwas, was mir recht Ja, früh weil auch aufgefallen ist. Du hast ja die Schulterknöpfe und die sind digital, also nicht analog. Das heisst, du hast nicht ein bisschen drücken bis festdrücken, sondern es ist ein und aus. Und Kontaktstellen sind aber rundum am Knopf, oder? Weil der Knopf ist ja rund, weil ja der Finger dort kommt. Aber ob du jetzt am oberen Ende drückst oder am unteren Ende, spielt keine Rolle. Das heißt, egal wie lang das dein Finger ist und wie weit dass er um den Knopf herumkommt, egal wo du drückst genau gleich. Und ganz viele solche Sachen. Und du merkst, dass die Leute sich wirklich etwas überlegt haben, was das Zeug designt haben. Und es kommt wirklich gut über. Es kommt auch gut bei extrem kleinen Händen zum Beispiel. Also, ja, ich rede jetzt nicht von mir. Natürlich nicht. Ich rede jetzt, ich habe ja am Andi seine Tochter gehütet und habe ihr das natürlich gezeigt. Und dann haben wir noch eine halbe Stunde vor dem Schlafen haben wir ein bisschen gespielt mit der und es liegt aber ihr gut und sie ist wirklich gut an alle Knöpfe angekommen. Und das gut können navigieren und das sind 6-jährige Händchen. Oh ja, gut. Weißt du, was ich meine? Ich finde es übrigens sehr toll, dass, also einerseits möchte ich mich nochmal bedanken, sodass auch alle hören, dass während ich in der Klinik bin, du als mein Bruder nach so vielen Jahren so toll auf meine Tochter schaust. Sehr gerne. Ich bin mega froh. Andererseits muss ich sagen, ich bin auf der einen Seite gleichzeitig dankbar, wie erschreckt, dass du ein 6-jähriges Mädchen lässt an einer Playstation, an einer Nintendo zu sagen. Nein, egal. Ich lasse dran, weil ich habe gesagt, du musst gut drauf aufpassen. Das ist ganz fest wertvoll, das hat der Schicki ganz fest gern. Weißt du, was ich meine? Nein, ich bin auch so, ich muss auch sagen, ich finde heutzutage, wir sind in einer Zeit, ich meine, wir sind ja alle mit SNES und so aufgewachsen. Ja, nicht alle von uns Für sind mich zu ist alt. das... Okay, gut. Also alle die Pokémon noch kennen, sind in einer Zeit aufgewachsen, wo die Content... Und also ich finde auch, ich lasse meine Kleine natürlich... Ich kann es nicht gerne, wenn die Kleine zu viel umeinander zockt und so, aber... Ja, sie spielt jetzt nicht die ganze Zeit. Wir haben noch Puzzles gespielt und Labyrinth haben wir gespielt und das Memory haben wir gemacht. Genau, aber auch ich habe Nintendo Wii daheim angeschlossen und Playstation, wie sie heißen, mit der Kamera, die ich anschliessen kann, wo Wischiwaschi und so können zocken. Ja, und ich sage, für mich ist das eine Art von Kulturgut, die du auch weitergibst. Genau. Die Kleine muss wissen, wer der Mario ist. Ja, die flippt voll auf Mario aus. Ja, eben, und auch, dass der Link, auch wenn er fast schon das Röckchen und Leggings hat, dass er gleich der Typ ist, oder? Anständig, ja. Ja, das ist wichtig. Ja, natürlich, ich finde auch. Ja, es wird alles viel wichtiger, gell, und alles viel wertvoller. Wenn ich sehe, ich gehe ja sehr oft an irgendwelche Flohmärkte und so, weil du dort einfach Cartridges kriegst zu Preisen von Leuten, die keine Ahnung haben. Und du kriegst wirklich tolle Cartridges zu Spottpreisen. Ich habe jetzt auch ein NES für einen 50er abgeräumt. Und ich muss sagen, hey, voll okay, Ja. fair, oder? Und ja, ist wirklich, ich sage, ist ein fairer Preis. Und Cartridges sind ja, das teuer sind ja mittlerweile Cartridges, sondern die sind ja zum Teil mehrere 100 Franken wert. Und Ja, das Zelda für die NES 180 Stutz, 200. ja, und je nachdem gibt es ja noch goldige Versionen und so, wo dann natürlich, ja, und auf jeden Fall, ich finde, die Kleine soll mit dem aufwachsen, das ist mir mega wichtig, die soll die ganzen Games kennen. Es gibt ja, es ist ganz bekannt auf YouTube, so ein Vater, der das Kind hat zocken, aber
Bedingung war, du fährst an bei der NES, zockst die relevanten Games durch, dann zockst du SNES, dann geht es weiter, ich glaube PlayStation 1. Ja, das wird dann immer schwieriger mit der Also Zeit. jetzt wirklich müssen durch die History von den Games durchzocken und ich finde das wichtig. Ich meine, die Kleine ist 16, bis sie mit Final Fantasy durch ist. Das heisst, bis dann habe sie unter Kontrolle in dem Sinn, oder? Das ist alles gut. Mir ist das völlig in Ordnung. Gut. Also, Super. ich glaube, ja, wie sehen das, wenn wir noch, Wir haben schon recht Zeit verbraten. wenn wir noch weitermachen oder wenn wir da mal abschließen? Schließen wir mal ab, weil wir brauchen noch Themen für ganz viele Podcasts und ich denke, Okay. ja, nächstes Thema wäre dran. Sonst soll sich jeder mal etwas Kleines überlegen, was ich jetzt noch erzählen will. Und dann können wir so eigentlich die Folge abschließen, würde ich sagen. Ja, das finde ich gut. Dann ist es einfach so die Zelda und die Switch-Folge. Das klingt eigentlich nicht schlecht. Und den Rest können wir so im Backburner lassen. Okay. Cool, ja. Okay, also ich habe ehrlich gesagt, ich habe nichts mehr. Weil ich habe nicht viel anderes gemacht, außer ich bin noch in die Ferien gegangen. Ich auch nicht. Ja, ich habe noch so meine Empfehlungen. Also ich habe jetzt eben 2 Sachen, also, die ich kurz anführen kann. Okay, wie kurz? Das eine ist wirklich so eine YouTube-Empfehlung, die ich kurz ein bisschen Okay. beschreibe. Und das andere wäre so ein bisschen Worldbuilding, aber das könnte man auch gerne eine eigene Folge machen. Ja, das wäre doch ein gut. Nein, das wäre eigentlich besser als eine eigene Folge. Okay. Ich Ja. kann so ein bisschen durchfragen, was für Welten haben ihr gerne und wieso. Und Das ist eine gute Idee. Ja. Machen wir das nächste Mal in dem Fall. Finde ich super, ja. Okay, Ja, dann, voll. dann fahren Genau. wir weiter. ja, genau. Gut, Edi, erzähl mal. Du hast noch etwas loswerden. Ja, genau. Und zwar habe ich eine super Empfehlung für euch und unsere Hörer. Und zwar habe ich eine YouTube-Serie entdeckt, die ist fantastisch. Und zwar heisst die Touch the Skyrim. Oh, grossartig, von Polygon. grossartig. Und zwar geht es um das. Es geht darum, 2 Dudes spielen Skyrim. Und Ah, der das ist einer eine von der den- Griffin McElroy und von der den ist schon McElroy-Brüdern. mega unterhaltsam und Ah, lustig. okay. Ist auch ein Podcaster von den McElroy-Brüdern. Genau. Herrlich. Und der Haken ist der Griffin, der kennt Skyrim schon, der hat das gemoddet. Und der andere hat es noch nie gespielt und er muss herausfinden, was jetzt ein Mod ist und was nicht. Bin ich der Nick, Einzige, der, der das ist der nicht Nick, meinst du? Und jetzt, die Mods sind ja sehr, sehr, sehr speziell ausgewählt, sagen wir es mal so. Also, ich würde sagen, es ist ja so, wie es der Todd Howard ursprünglich vorgehabt Aha. hat. Im Skyrim. Es ist viel näher bei dieser Vision. Und dann hast du eben zum okay. Beispiel statt Drachen hast Thomas the Tank Engine. Also alle Drachen gesehen Yeah. auf dem Zeug. Mit creepy Gesichtern drauf. Oder du Was? hast einen Mod, wo alle Bäume mit Händen ersetzt. Oh, wow. Es ist großartig. Edi, sag nochmal, wie hat das Ding geheißen? Herrlich, es ist unbeschrieben. Es heißt, Touch the Skyrim oder Touch the Skyrim heisst, es ist großartig. Crash In der Bandicoot. dritten Folge, das kann ich schon mal sagen, gibt es so ein bisschen Zelda-Sachen. Wag schnell, Edi. Der andere muss sich das zuerst erholen. Entschuldigung, okay. Hau Okay, rein. tief Luft holen. Okay. Ja, in der dritten Folge, passend zum Thema, das wir heute haben, geht es ein bisschen in Zelda-Mods rein. Und ja, eben, es ist wie so ein Spiel. So, es startet einfach mal das Game und fangen da gamen und dann muss sagen, welches jetzt ein Mod ist und welches nicht. Und ja, wenn man ein bisschen aufmerksam ist, dann merkt man das sehr schnell. Es ist Okay. sehr, sehr unterhaltsam. Ja, das tönt schon mal grossartig. Ich glaube, da muss ich reinschauen. Ja. Ich glaube, ich weiß, was ich mache, wenn ich den Podcast beendet habe. Unbedingt. Ich auch. Ich kann go Zelda weitergamen. Ah, okay. Ist auch eine Möglichkeit. Ich habe schon ein paar Stunden drauf, weißt du, ein bisschen Pause ist nicht schlecht. Ja, ich kann jetzt nicht so viel spielen, weil ich immer in der Ferien war. Aber Nein, du ja. hast so ein verdammtes Knochen rausgefunden, hey. Ja, das ist im Fall, ich weiß nicht, wenn ich das gefunden habe. Ich bin einfach Jetzt reingelaufen. hast du Also schon Weißt du noch wo etwa? Dankbar, sicher. ja. Weißt Ja, du ich noch kann wo, nicht Chris? Das musst du mir mitnehmen. nachher schreiben. Ja, ich muss überlegen, ich weiß es nicht mehr. Die Welt ist so Schau, riesig. schau gut auf die Map. Also ganz kurz. Crash Bandicoot trifft auf Minecraft. Oh, was? Okay. Ey, ganz euch. Auch Leute, die zulassen. Bitte ganz euch. Genau, Okay, nochmal es zum ist Wiederholen. mehr Es als heißt wert. Touch the Skyrim vom Polygon YouTube-Channel. Okay. Right. Gut, dann schauen wir da rein.
Raffi, hast du noch, Ganz genau. hast du noch irgendetwas, was du noch loswerden willst? Irgendeinen coolen Input für unsere lieben Hörer und Hörerinnen? Ich kann nur sagen, dass ich es lässig gefunden habe, mit euch Quatschköpfen quatschen. Ja, Schleimer. Nein, wirklich, das ist lustig. Ja, das ist super, nein, das ist gut. Ich habe jetzt noch nie, das Einzige, was ich aufgenommen habe, stimmt, ist über ein Beat gewesen. Weißt du, was ich meine? Ah ja, das komische Zeug. Ja, Machen wir das immer noch? Ich glaube, So blöd Arsch. Wir warten so lange, bis wir Geld verdienen. Und wenn es nur ist, damit wir aufhören, ich zahlt einen dafür. ich glaub, dann sagt man Beat in der Szene. Beat, der ja Beat, genau, ja. der Beat. Der Beat, genau. Ist der Beat Groovy bei euch in dem Fall? Ja, abartig. Super. Nein, ich freue mich schon auf die nächste Das ist cool, ja. Aufnahmesession von uns. Ja, eben. Für alle unsere lieben Zuhörer, gebt uns Feedback. Sagt euch, wie ihr es findet. Was wollt ihr mehr, was wollt ihr weniger? Haben wir zu viel an Trick geredet? Stinkt der eine von uns mega von der Stimme her? Der Raffi. Tönt andere mega interessante Sachen sagen oder nicht? Über was wollt ihr? Andi. Wollt ihr über bestimmte Sachen mehr hören, bestimmte Sachen weniger und so weiter und so fort. Alles, was ihr an positivem und negativem Feedback habt. Positives Feedback bitte an mich schicken, negatives Feedback bitte an Raffi schicken. Der ist für das zuständig. Er hat sich freiwillig gemeldet. Ja, ich glaub sogar, dass keiner bis dahin gelassen hat, von dem her ist es okay, sag's du mal. Gut. Also, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam. Willst du noch? Auf jeden Fall. Hey, es war super gewesen mit euch allen. Ihr seid mega tolle Leute. Danke. Danke an all die uns bei der ersten Folge unterstützen. Das ist der Grundstein von allem. Achtung, jetzt wird's Wie gesagt, wie er episch. schon gesagt hat, wenn es irgendetwas gibt, was wir anders machen können, dann meldet euch. Also nicht bei uns, aber meldet euch. Merci vielmals. Gut, wo kann man dann die verschiedenen Leute finden? Andi. Ja, ihr findet uns als KB unter kbcombo.ch. Ihr findet uns als Podcast momentan sehr wahrscheinlich noch nicht gross, aber wir sind dran und ihr werdet uns demnächst auch finden. Aber da ja der Chris der Webmaster ist und das alles unter sich hat, sag mal du Chris, wo wirst du uns in Zukunft finden? Wunderschöne Überleitung gewesen. Geil. Unser Podcast wird im Moment, also beziehungsweise wir werden auf jeden Fall mal das Zeugs auf der Swisscast Facebook-Seite posten. Dort, wo der Edi und ich unseren alten Podcast hatten, dort werden wir das alles zusammenführen. Was die Webversion angeht, ich weiss nicht, ob wir da schon etwas haben werden, bis die Folge fertig geschnitten ist. Aber ja. Ich bin sonst... Ja genau, Entschuldigung, sorry, ich rede hure gerne rein und darum mache ich das jetzt einfach auch. Ihr findet uns natürlich auch auf Facebook unter KB Combo mit C. Und dort werdet ihr natürlich auch dann alles finden, was mit dem Podcast zu tun hat. Es tut mir leid, dass ich dir jetzt reingeredet habe, Chris, aber ich habe gedacht, es ist wichtig, dass wir Promo machen für dort auch irgendjemand Völlig draufgeht. okay, Also, ist völlig okay. Ich habe auch eine sehr schöne Webseite, habe ich gehört. Ja, die hat er schon ja, beworben, Chris. absolut. Anyway, Eddie? Ist gut, der Chris hat sie gemacht. Jawohl, Ja. danke. Ja. Eddie? Aber ihr müsst ihn gar nicht erst anfragen, er ist hure teuer. Ja, mega teuer. kann mich So, jetzt, pst, wir reden nicht über das. Gut, jetzt die Jetzt ist Schnauze, natürlich, Eddie. wir sind nur noch Wasser und Brot. Ja, ich bin der Edi Ramirez. Ihr findet mich auf Facebook unter Edwin Arsenio Ramirez Garcia, das ist meine private Seite. Ah ja, das Sag das mal ein bisschen alle- das alle langsamer, es hat mitgeschrieben, irgendwie so... Ja, es hat fast nicht wie meine Lieblingspornodarstellerin. Mach noch ein bisschen langsam, bitte. Edwin Arsenio Ramirez Garcia. Und dann aber auch noch viel wichtiger meine Comedy-Seite, Edi Ramirez, EDDIE. Auf Twitter unter Rolling Eddie oder auf Tumblr unter Rolling Eddie. Ist ciao. Ah ja, stimmt. Ich habe auch ist ciao. Ich bin auf Twitter. Chris Crowdley, genau. Chris, wie man sagt. Crowdley, CROWDLY. Und auf Tumblr bin ich auch, aber dort weiss ich den Handle gerade nicht mehr. Ist mir gleich. Raffi? Wo? Wo findet man Dort, dich? wo der Andy gesagt hat, bin ich auch. Okay, schön. Sehr gut. Also, meine Damen und Herren, schön, dass ihr dabei gewesen. Ja, Nerdy Birds, baut wieder da für euch. Danke vielmals an der zugelassen. Und wenn nicht, dann Patreon folgt. Peace zusammen. Ade. Ja, liebe Zuhörer, ich wünsche euch auch ganz eine coole Woche, eine coole 2 Wochen. Schönes Twitchern, ist ciao. Ist
So schön, ey.